Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir befinden uns momentan in einer Mine, die wir in der letzten Folge gefunden haben und ich habe stinke Freude dran. Ich habe so stinke Freude dran. Die durchforschen und alles ein bisschen abzubauen, was man abbauen kann. Aber jetzt muss ich im Großen und Ganzen sagen, das erste Problem, das wir haben, ist, ich bräuchte eigentlich eine bessere Rüstung. Also wir müssen jetzt schauen, dass wir sicher zuerst mal noch einen Helm machen, weil wir haben keinen Helm. Weil es könnte ja möglich sein, dass wir da auf Gegner stoßen und das wollte ich auch nicht riskieren. Das wollte ich auch nicht riskieren. Und darum tun wir da schon mal so schnell einen Helm anpflanzen. Dann wollte ich aber noch gerne ein Schild machen. Ein Schild mache ich wie schon wieder, genau da. Zack, für das haben wir ja auch genug Materialien. Einfach, dass wir vorbereitet sind auf einen Angriff von irgendwelchen Monstern, die wir noch sehen wollen. Wir sind ja momentan das Zeug am Farmen. Jetzt ist es so, wenn wir auf einen Spawner treffen, so ist mir das gesagt worden, dann, ich weiss was, ich lasse das im Fall wirklich da drinnen. Dann kann ich das nicht wieder rein tun. Dann tue ich es da oben rein. Dann ist es einfach safe. Dann ist unser Eisen schon mal safe, egal was passiert. Ausser wir bauen noch schnell eine Kiste da an. Das könnten wir natürlich auch noch schnell machen. Eine Kiste geht ja, glaube ich, so. Genau, ich bin da fleissig am Lernen. Die können wir ja einfach mal da anstellen. Und dann können wir da in die Kiste rein, nämlich sonst mal die einen Sachen schon mal rein tun, die wir gefunden haben. So, zack. Da die können wir ja schon mal rein tun. Einfach, dass wir immer wieder ein bisschen Platz haben, dass wir auch safe sind, dass wir nichts verlieren. Erde nehmen wir aber schon mal, das Holz können wir ja mal auch hier rein tun. Dann nehmen wir noch die Stäbchen, nehmen wir natürlich mit. Andere Seite und Dings brauche ich nicht, die könnten wir dann auch noch brauchen, eigentlich eher zum Zeug abbauen als jetzt der Stein. Das heisst, den Stein könnten wir sogar auch hier lassen. Dann ist mir noch gesagt worden, dass ich, wenn wir jetzt auf einen Spawner würden treffen, das heisst einen Monster-Spawner, bevor ich da jetzt nämlich weitergehe, dann kann ich den abbauen mit der Verzauberung Behutsamkeit. Durch das, was wir aber momentan auf unserer Spitzhacke, also ich glaube, so wie ich verstanden habe, es spielt keine Rolle, welche Spitzhacke, sondern man braucht einfach die Verzauberung Behutsamkeit und mit dem kann man den Spawner abbauen. Soweit ich das aber jetzt noch weiss von früher, das ist mir jetzt nicht gesagt worden, kann ich auf den Spawner einfach eine Fackel draufstellen und dann sollte eigentlich kein Monster mehr spawnen. Das heisst, wir könnten dann, sobald wir die Verzauberung haben, Behutsamkeit, können wir dann eigentlich den Spawner da unten abbauen gehen und dann können wir da so weitermachen. So, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und zwar, wir bauen einfach alles ab. Den Creeper dort hinten, den habe ich schon gesehen, du Löli. Schau, er versteckt sich richtig vor uns. So, ich überraschen. Ich werde von hinten kommen und ihn überraschen. Das wird leider nicht passieren, ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen, du Nudel. Ich habe dich gesehen, du Nudel. Die gehen alle irgendwie dort rechts durch, warum auch immer. Und wir bauen da einfach mal fleissig alles weiter ab, damit wir eben von allem ein bisschen genug haben. Zack. Die können wir ja einfach so bauen. Geht ja noch ziemlich schnell. Die Spinnennetze nehmen wir auch mit. Ich weiss noch nicht für was, aber wir nehmen sie mal mit. Ich frage mich die ganze Zeit, wo die jetzt hier durchlaufen. Komm, jetzt bauen wir da schon alles ab, dann wissen wir, dass wir da sind schon. Oh je, jetzt bin ich verschrocken. Ohne Witz, jetzt bin ich verschrocken. Jetzt habe ich gedacht, nein, ich will angegriffen. Da höre ich noch ein anderes Monster. Ist das ein Dings? Ein Enderman. Das, Ich glaube, das kann möglich sein. Also daneben dran, wieso es gibt recht viele Monster umeinander. Also den Boden lasse ich noch drinnen, weil wir haben unten dran noch Mine. Und da wollte ich nicht unbedingt den Boden wegnehmen, weil dann wüsste ich, ja gut, eigentlich könnte man das auch machen. Aber wir machen jetzt einfach mal ganz langsam weiter. Ich versuche mich jetzt da führen zu wagen. Ich habe es genau gewusst. Die Nudel steckt sich um die Ecke. Moin! Moin, moin! Er hat sich einfach in die Luft gesprengt. Er hat uns einen Teil von der Arbeit schon mal abgenommen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, den Boden ersetzen wir da mal noch mal ganz kurz. Kann der da drüber gumpen, nicht wirklich, hä? Moin, dann haben wir die auch noch schon getötet. Dann müssen wir aber noch mal schnell rauf. So, wir müssen hier noch ganz kurz schnell den Boden ersetzen. Besonders mit den Steinen, die wir nicht so brauchen. So, und den Rest füllen wir einfach noch mit Erde aus. Der Löli hat ja da halb alles in die Luft gesprengt, aber so haben wir wenigstens schon mal wieder einen Teil von unserer Arbeit hat er übernommen. Jetzt muss ich einfach schauen, dass wir wirklich merken, wo wir da durchgegangen sind. Ich mache jetzt hier nochmal so 3 Fackeln an, lieber zu viel, damit weiss ich wenigstens, hey, wir sind da gewesen. Dann bauen wir da hinten schon alles ab. Da vorne wartet ein Enderman auf uns. Da wäre noch die Frage, ob wir versuchen, gegen den zu kämpfen. Aber beim letzten Mal habe ich schon fast auf die Kappe bekommen, als ich gegen den gekämpft habe. Es wartet nicht nur ein Enderman dort, es sind mehrere. Das sind irgendwie 4 oder 5. Also 2 habe ich gesehen.
Ich darf ja nicht anschauen. Wenn ich anschaue, verschwinden die ja. Greifen die mich gerade an. Das wollte ich ja nicht unbedingt. So, dann bauen wir da schnell einfach alles ab. Dass wir einfach wissen, dass wir da sind. Aber ich finde, das ist die beste Strategie, um so eine Mine durchforschen, indem man einfach alles abbaut. Weil du das sehe ich einfach immer so, hey, schau da ist alles abgebaut, da sind wir schon mal durchgegangen. Und da durch sehe ich jetzt, hey, von daher sind wir gekommen, oder? Ja, wir haben da wirklich ein bisschen Pech mit dem Enderman, was ich aber machen kann. Oder kann probieren. Ich glaube, so könnte ich da nicht durch, oder? Nein, ich glaube, für das müsste ich mir auch hinten dran einbauen. So irgendwie. Dann probieren wir mal das zu töten. Komm da hin. Also das ist eine Spinne und ein Enderman. Ich würde gerne gegen den Enderman kämpfen. Ich würde wirklich gerne gegen den Enderman kämpfen. Aber das Problem ist, für das müsste da hinkommen, oder ich müsste ein bisschen aggressiv machen. Das heisst, wir tun jetzt zuerst mal da das da. Komm da hin. Ich schaue ihn an. Einer hat so mega einen Wirbel um sich, oder jetzt beide wieder. Ja, ich schaue dich an, komm. Komm. Wieso greift er mich nicht an? Come on! Das Problem ist, ich wollte ihn jetzt nicht einfach schlagen und dann nachher greift er uns an und wir haben keine Chance mehr. Aber so sollten wir eine Chance haben, weil selbst wenn er hinter uns bahnt, er kann ja nicht da oben drüber. Wir sollten dann nicht mehr schlagen können. Das ist jetzt so meine Technik, die ich gerne ausprobieren würde. Schauen, ob das funktioniert. Machen wir es so. So, wo ist er? Genau, Komm. Wir schaffen das. Oh, es funktioniert. Komm, nochmal. Nice! Wir haben ihn getötet, aber wir haben nichts dafür bekommen. Okay. Wir haben nichts dafür bekommen. Das heisst, jetzt nerven wir gerade den nächsten Enderman. Mal schauen, ob das bei dem auch so klappt. Ich komme nicht ganz an. So. So. So hast du keine Chance gegen uns. Come on. Come on. Ich will eine Enderperle. Nice. Ich glaube, er hat eine getroppt. Jawohl, wir haben eine Enderperle. Yeah, wir haben eine Enderperle gefunden. Da hinten geht, glaube ich, die Mine nicht weiter. Das ist dann einfach eine normale Höhle. Wir haben eine Enderperle gefunden. So nice. Das ist wirklich sehr nice, dass wir eine Enderperle gefunden haben. Aber ich glaube, da hinten geht die Mine nicht weiter. Dort wartet einfach die Spinne drauf und dann geht dann eigentlich normale Höhle weiter. Aber wir wollen uns ja hauptsächlich jetzt um die Mine kümmern. Ich leuchte aber trotzdem noch schnell ein bisschen aus. Nein, das ist einfach eine normale Höhle da hinten. Das ist dann einfach eine normale Höhle. Okay, und wir haben eine Enderperle gefunden. Nice. Aber wisst ihr was? Ich verräume die gerade mal schnell in unserem Kistchen da rein. Das können wir ja auch wieder gerade rein tun. Immer wieder gerade alles da reinrühren. Ich habe so Schiss, dass ich einfach sterben würde. Da muss ich ganz ehrlich sein. Essen haben wir halt jetzt auch nicht mehr allzu viel dabei. Jetzt müssen wir überlegen, wo wir weitermachen wollen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal da weiter. In die Richtung. Also Fackel haben wir genug. Essen wird vielleicht problematisch, aber für das können wir ja eigentlich nur schnell an die Oberfläche schnell einmal einen Stack Geschwellte holen, heisst das ja nicht, Herr Äpfel. Das sind dann Geschwellte, nachdem wir es gekocht haben. Dass wir dann so schnell mal einen Stack dann holen, das wäre gar kein Problem. Und ich glaube, nach dem Minendurchgang haben wir so viel Materialien, dann müssen wir uns wirklich keine Gedanken mehr machen, eine Zeit lang. Oh, zack, jetzt. Vorne sehe ich nichts. Ah, das ist einfach fertig. Okay, das ist schon mal gut. Dann haben wir schon mal einen Teil gut erforscht, eine Länge. Die nehmen wir auch mit. Aber ich weiss auch nicht, für was ich die Spinnenteile brauche, aber ich nehme sie einfach mal mit. Also ich denke, es ist nicht verwerflich, wenn man einfach mal ein bisschen etwas von allem hat. Besonders auch, wenn man so eine Mine hat, mit so, wo da wirklich so ausreichend Materialien hat, dann muss man sich das auch gönnen. Zack, zack, zack. Gehen wir weiter schauen. Habe ich da irgend... Nein, das hat nur so nach ausgesehen. Genau, da vorne ist dann das Wasser, wo der Creeper nicht durchgekommen ist. Da haben wir jetzt auch nochmal eine Länge. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um diese Länge da. Okay, da geht es dann auch nicht mehr weiter. Ich würde mal sagen, wirklich, wir kümmern uns um diese Länge da mal. Da haben wir dann noch wieder Eisen. Also dann bauen wir da einfach mal schnell alles ab. Ich glaube, ich brauche jetzt sehr schnell wieder nochmal eine Spitzhacke. Aber an Zaun haben wir wirklich ausreichend. Also wir haben wirklich kein Problem mit Zaunsachen.
Wir haben wahrscheinlich dann auch wirklich sehr viele Schienen, wenn wir da fertig sind. Aber die Mine, denke ich, auch ziemlich gross. Also ich glaube, wir haben da wirklich noch einiges zu tun. Und ich glaube, mit Hand abbauen, da die Schienen ist fast am gescheitsten. Ich weiss gar nicht, was man genau müsste benutzen, um jetzt das nicht abbauen. Also um es abbauen, sage ich jetzt mal. Ob man da die Spitzhacke braucht oder die Axt. Aber ich glaube, so können wir wenigstens ein bisschen sparen, dass wir da die ganze Zeit Materialien, also unsere Spitzhacken verwenden und sie abbrauchen. Benutzen wir die eben lieber für andere Sachen. Sohle. Dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt. Dann bauen wir da jetzt nämlich schon mal alles ab. Dort hinten haben wir ein Löli. Dort hinten haben wir ein Löli. Komm, Löli. Komm, Löli. Löli, Löli, Löli. So, komm. Nochmal einen Schuss. Komm an. Und jetzt weiss ich, warum ich das Schild gemacht habe. Ich habe nämlich genau gewusst, dass ihr mir gegen den Keks geht da unten. Dass da irgendwo noch ein Skelett wird auftauchen, wo mir dann so übelst gegen den Keks gegangen wäre. Und ohne Schild wäre das wahrscheinlich ein bisschen mühsamer geworden. So, dann bauen wir das alles ab. Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das. Wir taschen uns ganz langsam voran. Aber wir haben, glaube ich, jetzt schon... Es klingt dumm, aber ich glaube, wir haben trotzdem schon einen guten Bereich abgesichert. Also durchgeschaut, sage ich jetzt einmal. Von wo schiessen die denn? Kämpfen die da gegeneinander noch, oder wie? Sieht ganz danach aus irgendwie. Das lassen wir jetzt mal noch da, dass ich weiss, dass ich da noch nicht durchgegangen bin. Dann bauen wir wirklich zuerst mal in die Richtung da. Alles ab. Da haben wir noch ein bisschen Eisen. Da geht es dann auch noch weiter. Da geht es dann auch noch weiter. Ja, moin. Dann tun wir da schnell so einen Bereich frei machen, damit wir wissen, dass wir da noch nicht sind. Das ist auch wirklich keine kleine Mine. Das ist wirklich keine kleine Mine. So, jetzt müssen wir dann bald nochmal eine Axt machen. Hey, die ganze Zeit das hure Geräusch von diesen Lölis um mich herum ist einfach hure mühsam noch. Und das andere Problem ist, wir sollten unbedingt mal noch Gold finden. Gold wäre noch recht praktisch, wenn wir das noch mal... Ein Spawner! Das sind normale Spinnen, keine Giftspinnen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Aber ich glaube, wir schauen jetzt nicht um die Ecke, sondern wir tun jetzt zuerst mal wirklich das Zeug abbauen. Und nachher versuchen... wir bauen es einfach ab. Wir bauen es einfach ab. Vielleicht werden wir überrascht plötzlich von da, aber ich glaube es weniger. Wir bauen jetzt das mal noch schnell ab und dann versuchen wir da, dass irgendwie an den Spawner rankommen. Also zuerst mal alle Gegner töten. So. Ich esse aber noch schnell zuerst etwas, bevor ich mich da um die Ecke wage. Da haben wir noch Spinnen, okay. Komm. Wie die gegen die Wand drauf geht da, anstatt da durchzukommen. Okay, dann würde ich sagen, dann schnappen wir uns schnell die Fackeln. Dann müssen wir da uns mal schnell durchbuddeln mit unseren Dings. Dass wir da an den Spawner rankommen. So, und jetzt einfach eine Fackel oben drauf. Ich hoffe, das funktioniert so. Hey, spinnst du? Ich bin da eingeklemmt wegen dem Spinnennetz. Und ich gehe jetzt davon aus, dass es nicht mehr funktionieren sollte. Also, dass jetzt da keine Spinnen mehr rauskommen. Aber das finden wir gerade raus. Das finden wir schnell raus. Die Frage ist einfach, ob wir den Spawner, sobald wir eine Behutsamkeitsspitzhacke haben, ob man den auch wieder findet. Weil den würde ich wirklich mega gerne mit abbauen. Okay, da haben wir ein bisschen grösseren Bereich. Aber kein Problem für uns. Gott sei Dank haben wir eine Schere dabei, jetzt, um das alles abzubauen. Sonst würden wir wahrscheinlich ewig festhängen über alles ein bisschen. Oh, da geht es dann auch weiter. Da haben wir sogar schon Licht. Wieso hat es da Licht? Wieso hat es da Licht? Habe ich da... Ah, da sind wir irgendwie schon mal angekommen. Hä? Die Fackel ist nicht von mir. Kannst du mir erzählen, was willst du? Die Fackel ist eindeutig nicht von mir. Wir müssen sowieso schauen, dass wir nachher mal schnell eine neue Axt machen können. Die hebt, glaube ich, nicht mehr wirklich lang. Komm, wir gehen doch jetzt gerade schnell zurück. Dann gehen wir jetzt noch schnell zurück, damit wir den Weg wieder finden. Aber eben, ich finde das jetzt cool. Jetzt sehen wir wirklich, hey, da sind wir durch, da sind wir durch, da sind wir durch. Finde ich wirklich mega schmackhaft. Ich weiss, es dauert halt ein bisschen, bis man ein bisschen vorwärts kommt. Aber dafür sind wir dann wirklich auch gut parat. Also wir wissen immer, wo wir sind und alles. Sie sind nicht da rein. Wir bräuchten 3 Stück. Da können wir wieder Eisen reinrühren.
Wupp. Wupp. Und zack, dann haben wir wieder die nächste Spitzhacke schon parat. Axt. Keine Spitzhacke. Axt meine ich. Dann läuft ein Zombie um, den ignorieren wir. Ich bin mir jetzt unsicher, doch, wir sind da durch, den ganzen Gang entlang. Das meine ich, jetzt verlaufen wir trotzdem noch. So, höre ich wieder einen Enderman. Gegen den können wir uns so schnell auch versuchen anlegen. Nein, genau, da sind wir nicht durch. Aber da hinten höre ich wieder einen Enderman. Ist da nochmal einer irgendwo? Ja, irgendwo rechts von mir. Also irgendwo da in die Richtung höre ich ihn. Dann lassen wir den. Also da ist eigentlich alles durchforscht, das lassen wir in dem Fall. Das heisst, wir sind da durchgegangen, hä? Okay. Genau, da sind wir durchgegangen. Das können wir dann noch schnell abbauen. Das ist schon ziemlich hoch. Ah, weil es da oben auch noch weitergeht. Okay. Das heisst, wir bauen nur das untere Zeug ab, nicht das obere. Weil oben sind wir ja noch nicht durchgegangen. Also habe ich dann das Gefühl, wir sind da durchgegangen. Kämpfen echt die Monster gegeneinander? Kann das echt möglich sein? Weil die zuckern und machen und tun, das ist ja nicht normal. Und jetzt sehen wir auch gerade, ob das mit der Fackel funktioniert hat eigentlich, mit dem Spawn. Das sehen wir jetzt gerade, ob das funktioniert hat. Ja, es ist kein weiteres Band. Dann funktioniert das wirklich noch. Juhu! Da hinten haben wir aber eine. Nice, okay. Weg mit dir! Dummes Viech, ne? So. Bauen wir da noch schon gemütlich alles ab, da schnell. Zuerst das Spinnennetz, nachher das Holz. Das können wir da ja auch abbauen. Ja, moin! Guten Morgen! Wo ist die Sonne? Hä? Ah, oben mir! Oh mein Gott! Jägerli. Da hat es einen Eisenblock, den nehmen wir noch mit. So, bauen wir das da einmal noch schnell ab. Da. Ja, moin! Okay, okay. Wieso kommen da von wo kommen da so viele Spinnen? Kann es sein, dass der nochmal einen Spawner hat irgendwo? Also nein, da werden wir fertig, aber das bauen wir jetzt einfach mal schon alles ab, dass wir es wissen. Warte, essen wir zuerst noch etwas, einfach auf Nummer sicher. Auf Nummer sicher. So. Also ich finde die Strategie eben mit Abbauen finde ich wirklich mega praktisch. Also ich muss sagen, ich bin mega fasziniert davon, dass das so gut funktioniert. Dann wissen wir wirklich, hey, dort sind wir lang gegangen, dort nicht. Und dann hoffe ich einfach, dass wir die Bahn wieder finden, sobald wir dann mal Behutsamkeit haben. Aber eben, die Mine ist jetzt nicht allzu sehr weit weg, also wir würden sie schnell wieder finden. Das ist ja eigentlich das Praktische, dass die Mine eigentlich schon fast eigentlich unter unserem Haus ist. Die ist ja einfach unter unserem Haus. Wir sind in den Bergen, wir sind überall suchen, wir haben nichts gefunden, aber unter unserem Haus finden wir es wieder natürlich. So. Da haben wir nochmal ein paar Schienen an. Da sage ich natürlich auch nicht nein. Dann können wir dann wirklich schauen, dass man mit der Schiene mal etwas Größeres bastelt. Da freue ich mich natürlich drauf. Das ist auch noch Eisen da. He? Moin. Okay. Schienen abbauen, schön gemütlich. Oh, das ist so gemütlich. Einfach mal wieder ein bisschen Minen abfarmen. Hey. Ich habe mich so drauf gefreut, als wir die gefunden haben. Ich habe mich so drauf gefreut. Nein, das habe ich nicht wollen. Genau, weil da hinten sind wir noch nicht gewesen. Das lassen wir jetzt mal noch stehen. Jetzt bauen wir eigentlich da noch schnell alles ab. Aber es dauert halt alles ein bisschen Zeit, was ich da mache. Wie ich es genau mache. Aber ich finde das einfach die beste Option. Essen haben wir ja momentan noch ein bisschen genug. Das sollte ja eigentlich mal für den Moment noch ein bisschen lang. Und sonst gehen wir dann einfach nochmal schnell an die Oberfläche und holen uns das Zeug. Genau, weil da hinten sind wir noch nicht. Darum lassen wir das dort stehen. Da hinten ist ja, glaube ich, das Ende. Darum buddeln wir uns jetzt eigentlich dort hinten, bauen alles gemütlich ab. Dann haben wir auch wieder sehr viele Materialien. Können wir sonst mal schauen, dass wir nochmal zurückgehen kurz. Sonst lassen wir uns dann wirklich mal noch ein bisschen Essen schnappen irgendwo. Genau, weil da ist ja irgendeine Fackel, die nicht mehr ist. Da hat irgendeiner eine Fackel in der Höhle vergessen. So, und die Frage ist, ob ich da... Den habe ich auch noch Kohlen, ob ich Kohlen abbaue. Irgendwie ignoriere ich die wieder ein bisschen. Obwohl wir die eigentlich gut könnten gebrauchen. So. So, dann machen wir einfach mal weiter. Und die nächste Spitzhacke, das kommt schon gut. Und das ist auch kein kleines Vorkommen da. Oh. Weil eben, also Kohle, ich weiss nicht, in letzter Zeit laufe, also sobald ich wieder ein bisschen Kohle habe, laufe ich immer an dieser Kohle vorbei. Aber irgendwie wäre es ja mega wichtig, dass ich die immer wieder farme, sage ich mal. Also, weil Kohle kann man ja irgendwie nicht genug haben. Also wir haben jetzt wirklich auch an der Oberfläche haben wir wirklich ein bisschen
Kohlenknappheit gehabt und jetzt plötzlich kümmere ich mich nicht mehr darum, Kohlen abzubauen. Nur weil ich wieder ein bisschen Kohle gefunden habe, ist ja eigentlich ein bisschen dumm. Eigentlich müsste ich schauen, dass ich trotzdem alles ein bisschen mitnehme. Wenn wir jetzt da irgendwie 500 Kohle da oben hätten, also noch in unserer Truhe, dann könnten wir ja darüber reden, dass ich das mal ein bisschen liegen lasse. Aber so wollte ich es eigentlich noch nicht liegen lassen. So, dann machen wir da einfach mal gemütlich weiter. Dann haben wir auch wieder Kohle. Da haben wir auch wieder Kohle. Aber zuerst bauen wir da zuerst alles mal ab, gemütlich. So. Würde ich sagen, zuerst in die Richtung, weil das hinten ist, glaube ich, das Ende. So, wie viel Schienen haben wir echt schon? Wahrscheinlich haben wir jetzt langsam schon etwa um die 50 Stück oder so. Schon zusammengesammelt. Also Schienen hat es ein bisschen einen Mangel, also mir fehlen auch ein bisschen Goldschienen. Aber das Gold allgemein fehlt mir noch, weil wir bräuchten sowieso Goldschienen, mindestens 4 oder 5 Stück. Schnell vorwärts gegangen, ich nuddle. Bräuchten ja eigentlich sowieso ein paar Stückchen. So. Also immer eine ganz ehrliche Frage. Findet ihr das dumm, dass ich da alles abbauen oder ist das eine dumme Strategie? Oder denkt ihr, hey, es ist eine coole Strategie, es braucht einfach dermaßen viel Zeit. Also das ist ja klar, eben, es braucht ein bisschen Zeit, da immer wieder alles abbauen. Oder sagt ihr, hey, es ist eigentlich völlig unnötig. Eigentlich durchrennen, nehmen, was du brauchst und wieder gehen. Also, das wundert mich, was ihr noch davon haltet. Das dürft ihr mir so lieben gerne auch in die Kommentare reinheizen. Was ihr davon haltet, wie ich da vorgehe. Ne? Aber auch ich sage, ich habe ja eigentlich die Zeit der Welt. Ich habe ja eigentlich all die Zeit der Welt. Darum finde ich es auch nicht schlimm, mir eigentlich die Zeit nicht, die Mine komplett abzubauen. Ich sehe es halt eher als Vorteil eben für Materialien, dass wir wirklich ausreichend Materialien haben. Also ich meine, allein was wir an Holz da in dieser Höhle drinnen farmen. Gleichzeitig Orientierung, dass ich kann sagen, dort bin ich überall gewesen, dort bin ich noch nicht gewesen. Keine Ahnung, ich sehe es einen mega Vorteil an, aber mich wundert es, was ihr davon haltet. Würdet ihr jetzt einfach sagen, hey, ich renne da einfach durch, ich markiere mir das irgendwie anders? Dann dürfen wir das ja natürlich liebend gerne mal in die Kommentare schreiben. Wir haben doch da noch so komische Steine aufgesammelt, die wir zuerst verwenden da. So, und dann Erde. Komm, aufnehmen. Hä? Ich habe doch viel mehr Erde gehabt. Habe ich schon gedacht. So, machen wir das Loch wieder zu, dass wir da nicht irritiert werden von irgendetwas. Come on. Dann bauen wir da noch schnell ab. Und da vorne haben wir eine Kiste. Wir haben eine Kiste. Wir haben ein Kisteli. Juhu. Schauen wir schnell. Da ist da auch gerade wieder so ein Ende eigentlich. Da ist auch gerade wieder ein Ende. Komm, dann bauen wir da jetzt noch schnell alles ab. Dann haben wir das durchforst. Also wir sind immer noch auf der ersten Etage. Also ich habe ja gesehen, es hat mehrere Etagen. Das heisst, wir haben ja wirklich noch einiges zu erledigen in dieser Mine. Wir haben ja wirklich noch einiges zu erledigen. Bin ich unsicher gewesen, ob das... Nein, das ist kein Eisen. Ich verwechsel das immer. Aber wir haben am Boden haben wir noch ein bisschen Eisen. Also wir haben wirklich wieder gut Eisen auf Vorrat. Das ist natürlich ziemlich nice. So habe ich es eigentlich auch wirklich gern. So habe ich es ja wirklich gern, wenn wir ein bisschen mehr Eisen haben. So, voilà. Dann haben wir noch ein Stückchen. Das haben wir natürlich auch mit. So, da baue ich jetzt das Loch nicht zu, weil da hinten hat es ja nichts mehr. Das heisst für mich völlig unnötig, da jetzt noch das Loch zu basteln. Da war es für mich nötiger gewesen, weil da werden wir wahrscheinlich noch 1-2 Mal mehr durchlaufen. Und dann ist es halt cool, wenn wir das irgendwie so anbekommen, natürlich. So, oder? Nein, da oben hat es noch ein Stückchen. Dann nehmen wir alles mit, was wir mitnehmen können. So, oder? Und da vorne haben wir gerade einen Creeper. Dann müssen wir schauen, dass wir gegen den... So, oder? Dass er sich vielleicht nicht ausnahmsweise mal nicht in die Luft sprengt. Das wäre nämlich noch praktisch. Nice, okay. Dann muss ich dann wieder komplett alles zumachen. Dann würde ich sagen, dann schauen wir mal, was wir hier in dem Kisteli finden. Dann schauen wir doch mal, was wir in dem Kisteli finden. Und dann begeben wir uns mal ganz kurz schnell wieder auf den Retourweg. Dann tun wir mal wieder ein paar Sachen abladen. So, das nehmen wir mit da. Dann würde ich sagen, wir schauen mal in den Kisteli. Oh, wir haben Goldschienen! Antriebsschienen, 2 Stück schon mal, nice. Was haben wir da noch? Kürbissamen, nehmen wir auch mit. Randensamen, von denen haben wir gar keine. Ein Namensschild und ein paar Fackeln. Das haben wir doch liebend gerne mit. Das würde ich eigentlich gerne mitnehmen, beides. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht gewusst, mit was ich das genau abbauen soll. Aber ich meine, wenn wir da schon nochmal eine Kutsche haben, dann nehmen wir die doch mal ganz kurz schon mit, also zum Fahren. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Rückweg, dann tun wir schon mal wieder ein paar Sachen lagern.
Und wir kommen hier eigentlich ziemlich gut vorwärts. Und eben der Spinnenspawner funktioniert wirklich, die Fackel oben drauf und es kommt nichts mehr raus. Da sind wir halt auch noch nicht durch, da geht es halt auch noch hinten. Da könnten wir natürlich noch, das könnten wir natürlich noch schnell machen, das machen wir auch noch schnell. Das machen wir auch noch schnell, dann irritiert mich das nicht jedes Mal, wenn wir da durchlaufen. So, und das noch weg, weil dann weiss ich, da hinten hat es nichts mehr. Dann ist die Sache für mich eigentlich geregelt da hinten. Voilà. Materialien, sehr viel Materialien. So. Ja. Dann schauen wir da so. Und dann machen wir da noch ein Fäckchen an, damit da ein bisschen ausgehält ist. ISO oder so hat sie nicht gehabt. Das heisst, wir machen das eigentlich wieder auf den Retourweg. Da hinten sind wir halt noch nicht gewesen, dann würde ich es jetzt noch lassen, oder? Dass wir wissen, dass wir da noch durch können. Das ISO lassen wir auch mal am Boden, dass wir dann, wenn wir das machen, wegnehmen. Da hinten sind wir eben auch noch nicht gewesen. Aber da ist unser Retourweg. Jawohl, okay. Also wir haben schon einiges davor. Also wenn man das anschaut, und wir haben ziemlich viel Material schon zusammen. Also wenn man das anschaut, da, allein an Gartenzäunen haben wir recht viel zusammen. Wir haben wieder mega viel Holz. Wir haben 46 Schienen, was ziemlich nice ist. Wir haben Antriebsschienen gefunden. Also wir haben sogar noch mehr Holz. Ui. Also wir können uns nicht beklagen, dass wir irgendwie zu wenig Holz haben oder so. So. Wir haben eine Kiste gefunden, sonst können wir dann nochmal schauen, dass wir die Kiste erweitern. Da können wir nochmal ein bisschen Eisen reinrühren. Steine haben wir auch da, das können wir auch gut gebrauchen. Da haben wir noch so eine Küche gefunden. Da haben wir da sogar noch Monstersachen, einiges sogar. Da ein bisschen Fäden, Spinnenauge, Namensschild. Verfaultes Fleisch können wir eigentlich irgendwie wegrühren, dann mal noch. So, dann 46 Spinnennetze. Oh, da haben wir noch mehr. Lecco mio. Und Kohle können wir jetzt eigentlich, wie viel hast du da noch drin? Da nochmal schnell auffreshen. Da nochmal schnell rein tun. Sonst müssen wir halt schauen. Weißt du, was könnten wir machen? Machen wir schnell eine Doppelkiste draus. Dann können wir nämlich da dann noch mehr Sachen rein tun. Und der Rest nehmen wir wieder mit. Das verfaulte Fleisch lassen wir mal so stehen. Dann würde ich aber sagen, wir gehen noch ganz kurz schnell an die Oberfläche. Hä, was ist da los? Ah, das wäre der andere Eingang gewesen, den ich hätte durch können. Und da bin ich nicht gegangen, sondern ich habe gedacht, ich gehe da hinten rein. Genau. Jetzt müssen wir uns da mal schnell einen Weg aufbuddeln. So, dass wir da einen Weg haben wenigstens. Wo wir drauf kommen, den Teil schauen wir uns dann sonst mal eben noch ein anderes Mal an. Dass wir wirklich dort hinten zuerst weitermachen. Dort hinten sind wir, glaube ich, gewesen, da. Also bei den Überhängen. Also wir haben schon einen grossen Teil erforscht, aber ich glaube, das zieht sich noch ein bisschen, bis wir da vorwärts kommen. Da ist, glaube ich, der Ausgang, wenn ich mich nicht täusche. Aber dann schauen wir, dass wir da auch gerade schnell so wieder so ein Treppchen machen. So. Dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell die Oberfläche, weil wir brauchen sowieso... Eigentlich hätte ich ein Material jetzt mitnehmen können. Eigentlich hätte ich jetzt die Materialien noch mitnehmen Teil. Ja komm, egal. Dafür gehen wir noch schnell rauf, weil wir brauchen unbedingt etwas zu essen. Wir haben sowieso Nacht, da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Wir brauchen unbedingt noch schon ein bisschen etwas zu fooden. Dass wir wirklich den Tunnel in Ruhe weitermachen. Zack, so. Ja, dann müssen wir es gerade austauschen. So. Dann haben wir wieder das Futter zusammen. Glas haben wir gut anbekommen. Da unten ist es auch gut anbekommen. Also wir haben jetzt wirklich gut Glas. Das heisst, für unsere Zuckerrohrform steht nicht mehr viel im Weg. Steht wirklich nicht mehr viel im Weg. Das brauchen wir alles für unsere Zuckerrohrform da hinten. Das Zeug brauchen wir alles für unsere Zuckerrohrform dann. Dann haben wir das schon mal parat. Aber wisst ihr was? Ich würde sagen... Oh, ist meine Hose kaputt? Oh, meine Hose ist kaputt gegangen. Wir müssen eine neue Hose machen. Oh, Jägerli. Aber ich würde sagen, ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wenn ja, lasst doch einen Kommentar, ein Like, einen Daumen da. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge können wir weiter in die Mine durchforschen. Dann hoffe ich, dass wir dann irgendwann mal ein Ende finden von der. Also eigentlich nicht, mir gefällt es. Ich finde auch einen Regen Spass dran. Aber ich würde sagen, wir sehen uns sonst in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft in der Schweiz. Danke fürs Einschalten und Ciao.